Klar, muss man klappen. Dankeschön. Merci. Hey, ich treffe jetzt gerade einen Mann, der ist ziemlich bekannt. Er ist zum Beispiel mal Juniorenmeister geworden in der Westschweiz im 800-Meter-Lauf. Er hat 3 Kinder, zum Teil auch im Alter von dir vielleicht. Und sein Lieblingsessen, das ist Spaghetti. Ich bin Anna Zöllig und ich treffe jetzt den Alain Berset und löchern mit deinen Fragen. Bonjour. Bonjour. Merci. Ich habe direkt eine erste Frage an Sie. Die kommt von Schmetterling 5, so heißt sie bei uns im Treff auf srfkids.ch. Was bringt Sie immer zum Lachen, auch wenn Sie schlecht gelaunt sind? Oh, Comics und diese kleinen Zeichnungen, die man in Zeitungen auch sehen kann, die über die Politik sind. Ja, immer auch, wenn es mich auch bösartig betrifft, ehrlich gesagt. Ja. Das ist immer sehr lustig, ja. Flauderini, lustiger Name. Sie möchte gerne wissen, hat man denn Spaß im Bundesrat? Apropos Lachen. Ja, ja. Ja? Ja, Gott sei Dank. Was wäre ein Tag, ohne dass man auch lachen kann? Ja. Auch in schwierigen Momenten muss man schon sagen, ab und zu eine kleine Entspannung oder mal zu merken, eine lustige Situation und das mal noch zu unterstreichen und damit darüber zu lachen. Klar. Und wir zeigen uns ab und zu kleine Videos, die wir bekommen. Genauso wie du daheim merkst. Den Alain Berset mal von einer anderen Seite kennenlernen, das kannst du da bei «Meine Frage an». All die Fragen, die ich ihm jetzt stelle, die kommen aus dem Treff auf srfkids.ch. Wenn das auch du mal Teil sein von dieser Sendung, dann unbedingt anmelden im Treff. Die nächste Frage die kommt von Ostwind 09. Sie will wissen, wollten Sie denn schon als Kind Bundesrat werden? Nein, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, wirklich nicht. Nein, meine Ziele waren so etwas anderes. Als Kind, ich wollte Lokführer werden. Ah ja? Ja. Warum? Ich glaube, weil mein Großvater hat bei der SBB gearbeitet. Und dann hat sich nicht realisiert und dann habe ich etwas anderes gemacht. Rosi82 möchte gerne wissen, wie viele Überstunden haben Sie denn seit März 2020, also seit Beginn der Corona-Pandemie gemacht? Zähle die nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber muss man auch sehen, als Bundesrat oder Bundesrätin, wir sind immer einfach immer zugänglich, immer am Arbeiten, auch wenn man nicht arbeitet, am Denken über die nächste Sitzung oder etwas anderes zu tun. Das heißt, es ist sehr schwierig, es mal zu messen. Punky 10 hat die nächste Frage und er stellt sie gleich selber. Wenn Sie spazieren oder einkaufen gehen, haben Sie da Bodyguards? Nein, ich meine normalerweise nicht. Ich meine, es ist auch klar, dass in der Pandemiesituation, ich meine, Sicherheit ist ein bisschen anders als sonst, aber im Normalleben nein. Eine nächste gute Frage kommt von Rosi82. Wie gehen Sie mit Ablehnung Ihrer Corona-Politik um? Der Bundesrat hat eine Verantwortung und er muss Entscheide treffen und einen Weg finden, um die Schweiz aus der Krise zu bringen. Haben wir es so gemacht und ich kann schon mit einer Kritik dagegen umgehen. Nur muss man schon aufpassen, dass die Debattenkultur, die wir in der Schweiz haben, dass die nicht da zu stark leidet. Es kann sehr hart sein. Ich bin stark betroffen und es ist nicht immer lustig und einfach, vor allem wenn es geht um falschen Fakten oder eine Argumentation, die wirklich sehr bösartig ist oder sehr persönlich gerichtet ist. Da habe ich schon Mühe. Ich bin nicht aus Stein gemacht. Oder? Ich bin auch nur ein Mensch. Und ab und zu, es kann auch ungerecht sein. Ja. Looping nimmt es Wunder, waren Sie als Kind in einem Schulfach schlecht? Ja. Welchem? Deutsche Sprache. Es war sehr schwierig. Ich habe immer schlechte Noten gehabt auf Deutsch. Oder in Deutsch, sagt man so. Und es war sogar in meinen Studien wirklich, es ist zum Problem geworden. Tatsächlich? Ja, und ich muss Ihnen sagen, ich konnte im Kollegium dann einen Weg finden, wo die Wichtigkeit der Note in der deutschen Sprache einfach vermindert worden ist. Und diesen Weg war bis zur Matura Griechisch zu wählen. Als Hauptfach. Und ich habe das gemacht, um wirklich einfach die deutsche Sprache ein bisschen wegzuhaben. Ja. Ja, aber ich verstehe es sehr gut. Ich bin oder war sehr schlecht im Französisch, daher kann ich das bestens verstehen. Meret Luisa, sie hat die nächste Frage und die stellt sie gerade selber. Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist und man wieder alles machen kann, was werden Sie als erstes tun? Wirklich, wenn alles wieder mal möglich ist, nach mehreren Jahren Ferien in der Schweiz, vielleicht auch wieder mal ein Ferien im Ausland. Zum Beispiel Nein, Ausland. Ja, Südfrankreich vielleicht.
oder Italien. Mimi, sie möchte wissen, wenn eine Fee vor Ihnen stünde und sie Ihnen einen Wunsch erfüllen würde, welcher wäre das denn? In meinem Job nur ein Wunsch. Ein Wunsch in Ihrem Leben, das muss nicht Job sein. Dass alle glücklich sind. Alle Menschen auf der Welt. Ja. Ja, es ist schwierig, schon so eine Frage zu beantworten. Ich weiß. Aber glücklich zu sein ist sehr wahrscheinlich eine der wichtigsten Sachen, die man verfolgen kann im Leben. Die letzte Frage kommt auch von Mimi. Wie glücklich sind denn Sie auf einer Skala von 0 bis 10? 0 absolut überhaupt nicht glücklich und 10 superglücklich. Ja, ich meine, wenn Sie mir diese Frage im Winter gestellt hätten, das wäre eine andere Antwort als jetzt gewesen. Aber jetzt Anfang Juni 7? 7? Ja, ich wollte vielleicht 8, aber 8 scheint mir ein bisschen zu hoch. 7 vielleicht. Vielleicht 7 ist gut. Und die 7 bezieht sich auf die Corona-Pandemie oder auf Sie als Mensch? Interessanterweise, es ist so brutal, diese Zeit, die wir erlebt haben. Das ist für mich als auch persönlich, ich kann nicht etwas anderes erleben, als was wir spüren in der Pandemie. Das heißt auf beide. Dann hoffe ich, dass die Skala noch ein bisschen steigt für Sie. Vielen Dank, Herr Berset. Danke. Und du merkst, da bei «Meine Frage an», da lernst du auch einen Bundesrat wie Alain Berset mal ein bisschen besser kennen. Am besten abonnierst du SRF Kids auf YouTube, damit du keine Folge verpasst. Und nicht vergessen, vorbeikommen im Treff auf srfkids.ch. Da kannst du immer wieder Fragen schicken für meine nächsten Treffen.